Der Christian fängt jetzt ein Fest bei seinen Vatern in der Werkstatt an. Im Wirtshaus werden Gerstl sein Geigenkasten UFO-Sengs mit denen vor einem ganz berühmten Fiedler vertauscht. Und er spielt ein wenig auf den sinteuren Stickel und bildet ihm nachher ein, dass er es dabei hingemacht hat. Wie er es ihm zurückgibt, hört er aber, dass das davor schon hingewesen ist. Der Hubert und seine Alte müssen denen Wettschulden einlesen und für die anderen 4 kochen. Er mag aber nicht und stellt sich statt seineren Andreas Geitl, ein Koch aus der Glotzen, dass er mit seiner Alten aufkocht. Das sauft sie aber nieder und als ein Psuffener verdirbt's alles. Und schließlich bestellen sie für ihren Gäste eine Pizza und eine Nachspeis. Der Gregor ist stockkatholisch und möchte um alles in der Kirche heiraten. Aber seine Hochzeiterin mag ums Verrecken nicht. Und schließlich werden sie sich eins, dass sie eine Hochzeit im Geschwindner seiner Wildnis hintern Weiher feiern. Der verlangt aber gescherterweise 5.000 Euro. Und drum machen sie aus, dass bei der Moni, in der er sein Holztaus heiratet. Moni macht einen Kassierer in einem Verein von Lorenz. Aber das Schanzerl ist ihr zu viel Arbeit und sie möcht's loswerden. Und Kathi trainiert mit ihr, wie es Nein sagen kann. Das tut's auch nachher, aber stattdem fangen sie sich als Schanzerl als Schreiberling ein. Der Pfarrer ist recht traurig über den Tod von seinem Späße und sein Onkel möchte ihm helfen und will mit ihm Vögel schauen. Für die gleiche Zeit lädt aber die Rosi ein Gerstl zu einem Musikspiel ein. Und wie es hört, dass der schon seinen Neffen etwas versprochen hat, besorgt es für den auch noch Karten und sie gingen zu dritter. Ein Strieze, den wo der Flori bei der Schande hingehängt und das Zuchthaus gebracht hat, möchte ihm das heimzahlen und ziegelt an Christian her auf ein Festel von Leuten, die wo Auto umbauen.